Danke vielmals, Andi. Wir sind dran mit dem Thema Good News. Ich wechsle auf Schriftsprache. Good News und heute das Thema Widerstände. Es geht um alles, weil es um alles geht bei diesen Good News. Deshalb gibt es auch Widerstände. Wir sind ja hier unterwegs, diese Good News, gestartet irgendwo weit weg in Jerusalem, dort wo Jesus gewirkt hat. Und jetzt kommen sie nach Europa. Hier stehen wir genau, schauen wir auch in die Bibel. Und dann haben sie es tatsächlich bis nach Embrach geschafft. Ich erlebe selber diese Good News als so etwas Positives, aber etwas Göttliches, das in diese finstere Welt hineinbricht, dass es logisch ist, dass es Widerstände gibt. So Widerstand, das kennen wir auch aus unserem Alltag. Zum Beispiel dieses Bild. Was hat das mit Widerstand zu tun? Kann da jemand rufen? Es geht um elektrischen Widerstand, Strom, etwas Elektrisierendes vielleicht. Ein anderes Bild noch. Was hat das mit Widerstand zu tun? Demos? Ja, so politischer Widerstand, genau. Widerstand gegen eine höhere Macht oder Autorität. Ich habe noch ein Widerstandsbild. Was ist das für ein Widerstand? Gegen die Natur. Ich habe mir auch gedacht, so Widerstand gegen die Wüste oder gegen die Leblosigkeit. Das ist ein Baum, der sich dagegen kämpft. Und wenn Gottes Good News, wenn seine Nachricht in diese finstere Welt hineinkommt, dann gibt es auch Widerstand. Also ich habe mir so überlegt, das ist so ein Widerstand, der kommt auch, weil die Botschaft von Jesus Christus, das hat so etwas Elektrisierendes auch. Oder man könnte auch sagen, es ist ein Kampf der Mächte im Gang. Da entsteht Widerstand. Also immer dort, wo etwas in Bewegung gerät, etwas Neues kommt, etwas Umbrechendes, dort gibt es Widerstand. Oder Widerstand in der Wüste, vielleicht in der Leblosigkeit, Widerstand gegen das Leben. Ich finde diese News von Jesus, das sind die absolut besten News, die es gibt. Ich habe noch nie etwas Besseres gehört. Also wenn jemand von euch noch etwas Besseres auf Lager hat, bin ich sehr gespannt, davon zu hören. Aber ich staune immer wieder, wie viel Widerstand da drin steckt. Im eigenen Leben, aber auch wenn es darum geht, diese Good News weiterzugeben und zu verbreiten. Und ich habe mir gedacht, wir schauen einfach am Anfang nochmals kurz, was hat es eigentlich mit diesen Good News auf sich? Und wir sind ja in dieser Geschichte mit dem Paulus und so weiter. Ich habe gedacht, ich frage schnell den Paulus, wie würde er jetzt diese Good News definieren, weil der erzählt ja die ganze Zeit davon in dieser Apostelgeschichte, wo wir unterwegs sind. Und er hat mir dann schnell einen Brief geschrieben. Also vor 2000 Jahren hat er diesen Brief geschrieben. Und an die Römer hat er ihn geschrieben, aber dort erklärt er, was es mit diesen Good News auf sich hat. Und das finde ich so eine geniale Zusammenfassung. Weil vielleicht bist du auch hier und hörst zu und denkst, ja, dieser Paulus oder diese Good News, so alt, so weit weg und so. Was ist das genau? Was sind diese Good News? Jetzt wollen wir das mal hören. Und da schreibt da der Paulus, dieser Brief, das ist ganz am Anfang von diesem Römerbrief, dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener von Jesus Christus. Also wir merken schon, es geht nicht nur um Paulus und was er zu sagen hat, sondern um Jesus Christus. Ich wurde von Gott zum Apostel berufen und beauftragt, seine gute Botschaft zu verkünden. Also dieser Paulus hat den Auftrag, die gute Botschaft, diese Good News zu verkünden, dass viele Leute davon hören. Der muss unglaublich begeistert davon sein. Und diese Good News, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in den Heiligen Schriften angekündigt hatte. Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Das finde ich mega spannend. Also der Paulus stellt klar, es geht hier nicht um irgendeine Religiosität, um irgendwelche guten Taten, um irgendein System oder gar um irgendwie Kirche, dass man irgendeine Zugehörigkeit hat oder so, sondern es geht um Jesus Christus, um eine Person, diese Person kennenzulernen. Also es geht um Jesus Christus, um den Sohn von Gott. Er ist als Mensch geboren worden und gehört der Herkunft nach in das Geschlecht David. Also Paulus sagt,
Jesus, den hat es gegeben, ist eine historische Person, der ist Mensch gewesen. Dann heißt es weiter, Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Also auf der einen Seite war dieser Jesus ganz Mensch, aber er war auch Gott. Stell dir vor, Gott selber, der zu uns Menschen auf die Welt kommt und sogar zeigt, hey, er ist wirklich Gott, weil er ist zwar gestorben am Kreuz, aber er ist auferstanden, er hat diese göttliche Macht in sich. Jetzt bin ich gespannt, wie diese Good News weitergeht hier. Durch Christus hat Gott uns das Vorrecht und das Amt gegeben, in seinem Namen den Völkern auf der ganzen Welt, da gehört sogar Embrach dazu, auch Österreich natürlich und noch vieles mehr, auf der ganzen Welt weiterzusagen, was Gott für sie getan hat, damit sie an ihn glauben und ihm gehorchen und so sein Name geehrt wird. Das finde ich das Gewaltige an dieser Good News. Weiter zu sagen, was Gott für die Menschen getan hat. Gott hat etwas für uns Menschen getan. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Nicht wir Menschen müssen etwas tun, sondern Gott hat etwas für uns getan. So wie ein Geschenk, oder? Das einfach anzunehmen. Manchmal denke ich, wieso ist das so schwierig? Aber auch da gibt es offensichtlich Widerstand. Er hat etwas für uns getan, damit die an ihn glauben. Also was ist unser Teil da drin, in diesem Good News? Wir dürfen einfach daran glauben. Wir dürfen Jesus vertrauen, sagen, hey, das, was Jesus da getan hat, ich will das für mich in Anspruch nehmen. Ich will darauf vertrauen, ich will daran glauben. Und dann zum Schluss beschreibt das Paulus diese Good News so: Auch ihr, liebe Freunde in Rom, gehört zu denen, die von Jesus Christus berufen worden seid. Gott liebt euch und hat euch dazu berufen, zu ihm zu gehören. Was für ein wunderbarer Satz. Gott liebt euch. Gott liebt auch uns heute. Gott liebt jeden von uns. Egal, ob wir hier in diesem Saal sind oder zu Hause auf dem Sofa, Gott liebt uns. Und er ruft uns, dass wir zu ihm kommen, dass wir zu ihm gehören, dass wir diesen Jesus kennenlernen, dass wir seine Vergebung in Anspruch nehmen. Das ist sein Wunsch, das ist der Kern dieser Good News. Euch allen wünsche ich Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das hat Paulus persönlich geschrieben, auch für uns, dass wir das lesen können, was der Inhalt dieser Good News ist. Es ist so genial, es ist voller Gnade. Es ist voller Friede, Friede mit Gott. Wir können durch Jesus auch die Möglichkeit haben, Frieden mit den Menschen zu haben. Was für eine wunderbare Sache. Und ich frage mich manchmal, wieso löst diese Good News so viel Widerstand aus? Eigentlich ist es doch so wunderbar. Also wenn man das hört, vielleicht bist du jetzt hier und hörst zum ersten Mal diese Good News und denkst, ja, eigentlich klingt das ja gut, aber... Und da kommen so innere Widerstände. Ja, schon da, beim Hören spürt man viel Widerstand. Ich weiß nicht, woher das manchmal kommt. Weil hier Mächte im Gang sind, weil es um alles geht. Weil wir vielleicht spüren, wir sind hier herausgefordert. Diese Good News, ich darf sie einfach annehmen, aber es wird etwas verändern im Leben. Aber etwas Schönes, etwas Gutes. Vielleicht ist es auch Angst vor etwas Neuem. Was erwartet mich da? Und ich will dich ermutigen, wenn du diese Good News jetzt oder schon ein paar Mal gehört hast, aber du spürst so innere Widerstände, dann möchte ich dich ermutigen, mutig Schritte vorwärts zu gehen und diesen Jesus einfach besser kennenzulernen und diese Good News mehr zu verstehen, was da drin steckt alles, was für gute Nachrichten das sind und dass unsere Widerstände, die wir manchmal in uns haben, dass es sich lohnt, diese zu überwinden. Das ist der Kern vom Evangelium. Und wir wollen jetzt zusammen in diese Geschichte von heute eintauchen, wie da Paulus diese Good News weitergegeben hat, wie es auch um Widerstände geht. Und es sind vor allem zwei Widerstände, denen wir hier begegnen. Und es geht darum, wie ist es für uns, wenn wir diese guten Nachrichten anderen Menschen weitergeben. Ich würde sagen, es ist ein Thema, das kennt jeder Christ absolut gut. Also ich denke, jeder, der an Jesus glaubt, würde es sofort unterschreiben. Als Christen ist es mega wichtig, dass diese Good News weitergehen zu anderen Menschen, dass wir diese weitererzählen. Ich glaube, das könnte jeder unterschreiben. Aber gleichzeitig
denke ich auch, dass jeder, der das probiert, im Alltag diese Good News weiterzugeben, auf die eine oder andere Art und Weise, dass er Widerstände kennt. Innere Widerstände oder auch äußere Widerstände. Ich kenne das persönlich auch. Für mich ist das etwas mega Wichtiges, dass diese Good News nicht einfach im kleinen Raum bleiben, sondern in ganz Embrach und im ganzen Tal, in der ganzen Region bekannt werden, dass möglichst viele Menschen das hören. Und ich merke bei mir selber, wie das oft Widerstände auslöst. Wie ich nervös werde, wenn ich in Kontakt gehe mit anderen Menschen, wenn ich plötzlich denke, jetzt könnte ich etwas von Jesus erzählen, wie mir plötzlich 1000 Ausreden in den Sinn kommen. Vielleicht kennst du auch so Ausreden aus deinem Leben. Das ist etwas, wo ich Widerstände spüre. Paulus, der hat auch Widerstände gespürt. Bei ihm waren es äußere Widerstände. Wir schauen mal, wo wir hier sind. Wir sind ja so außerhalb von Philippi oder in dieser Stadt, in die erste Stadt, in die Paulus in Europa gekommen ist mit seinen Leuten. Wir haben letztes Mal geschaut, wie sie da unterwegs waren, also das Evangelium, die Good News, die von Jerusalem bis nach Embrach kommen und dann dieser wichtige Schritt, wie es nach Europa gekommen ist, dass es auch den Weg bis zu uns geschafft hat. Genau hier tauchen wir ein. Wir sind da mit dem Schiff gefahren. Da wollen wir am nächsten Sonntag noch ein bisschen genauer hören, wie das zustande gekommen ist, wieso Paulus überhaupt nach Europa gekommen ist. Eine super spannende Geschichte. Aber wir sind jetzt gerade in Philippi und in dieser Stadt spielen diese Geschichten statt. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen oder nachgedacht, wie der Paulus herausgegangen ist an den Fluss und dort mit den Leuten gesprochen hat und Lydia, wie sie das gehört hat, wie Gott ihr das Herz geöffnet hat und sie diese Good News richtig aufgesogen und angenommen hat und gesagt hat, ich lasse mich gleich taufen. Und es ist eine kleine Gemeinde entstanden im Haus der Lydia. Paulus war wahrscheinlich oft mit seinen Leuten dort und sie haben Gottesdienste gefeiert. Sie sind aber auch immer wieder an den Fluss aus der Stadt herausgegangen. Das ist so die Szene, in der wir uns hier befinden. Ich habe gedacht, wir wollen auch mal kurz schauen, wie das hier in der Stadt zu und her geht, weil alle diese Szenen finden da statt. Ich habe gemerkt, dass ich selber schon mal dort war. Ich habe nämlich Dimos gefragt, ob er mir ein paar Fotos hat. Und gesagt, ja, wir waren ja zusammen dort. Heute sieht das aber so aus, nicht mehr so eine große Stadt, es ist mehr ein Trümmerhaufen oder eine Ausgrabungsstätte, könnte man auch sagen. Ja, genau. Kann man anschauen gehen, es ist sehr spannend, da kann man einen Blick schauen und denkt sich, hier ist Paulus durchgelaufen, hier war vielleicht diese Lydia zu Hause. Das ist ein Bild vom Forum oder vom Markt, dort wo die großen Versammlungen und Verhandlungen auch stattgefunden haben. Das kommt dann vor in der Geschichte heute. Vielleicht standen sie dann da irgendwo zwischen diesen Säulen drin, könnte noch sein. Ein Bild, das ist vielleicht das Gefängnis, das heute auch noch vorkommt. Wer weiß, aber so könnte es ausgesehen haben. Ein Bild hat jetzt nichts mit der Geschichte zu tun, aber das hat mich fasziniert, die Gemeinschaftstoiletten. Ich habe gelesen, dass man da viele Geschäfte abgewickelt hat und wichtige Gespräche geführt, aber ich bin auch froh, dass wir das heute nicht mehr so machen. Jetzt sind wir da in dieser Geschichte, genau in dieser Situation und wollen mal zusammen lesen, wie das da stattgefunden hat, wie sie da zusammen diese Good News in diesem Ort verbreitet haben. Wir lesen in Apostelgeschichte 16. Wer die Bibel dabei hat, nehmt sie hervor, ihr könnt gerne mitlesen. Apostelgeschichte 16, Vers 16. Oder zu Hause kann man schnell Pause drücken, das ist zu Hause der Vorteil, und noch eine Bibel holen oder Handy oder was auch immer. Und wir schauen da mal zusammen, was sich da abgespielt hat. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Eine spezielle Geschichte, in die wir hier eintauchen. Eine junge Frau, die wahrsagt, die besessen ist von einem Dämon,
Ich denke manchmal heute, wenn man das einfach so sagt, viele Menschen sagen, hä, gibt es das überhaupt oder darf man das so sagen? Ist das irgendwie, passt das noch in unsere heutige Welt? Muss man das irgendwie anders interpretieren oder was hat es damit auf sich? Ich finde das manchmal schon ganz erstaunlich, wie wir heute sehr schnell denken, dass es so diese finsteren Mächte gar nicht geben könnte oder gibt oder dass die anders in Erscheinung treten, aber gleichzeitig zum Beispiel das Thema Wahrsagerei, was damals sehr verbreitet war, das ist ja heute genauso verbreitet. Also ich denke manchmal, was es alles für Möglichkeiten gibt, um irgendwie in die Zukunft zu blicken oder etwas zu erfahren, das nicht aus unserer sichtbaren Welt kommt. Die sind ja schier heute unbegrenzt in unserer rationalen, wissenschaftsgläubigen Gesellschaft. Die meisten Menschen haben schon so ein Gespür dafür, dass es neben der sichtbaren Welt auch eine unsichtbare Welt gibt. Es heißt in unserem Text wörtlich, das ist vom Geist der Python die Rede, der bei dieser Frau irgendwie gewirkt hat. Und das ist noch spannend, weil die Gestalt der Python, die kommt in der griechischen Mythologie vor. Das war der Drache, der die Orakelstätte von Delphi bewacht hatte und dann ist da dieser griechische Gott, der Apollo, gekommen und hat diese getötet, diese Python, aber das war so ein Zeichen dann damals von einem Geist der Wahrsagerei, oft verbunden mit Sprache, mit so ekstasischer Sprache. Man stellt sich vor, dass entweder diese Frau so ekstasische Sprache dann gemacht hat und dann wurde das gedeutet oder man ist direkt zu ihr gegangen und sie hat irgendwelche Deutungen erzählt. Und man kann sich jetzt fragen in dieser Geschichte von Paulus, jetzt ist er da und jetzt kommt diese Frau und ruft da hinterher, hey, das sind im Fall vom höchsten Gott und die sagen euch den Weg zur Rettung. Klingt eigentlich noch gut. Und wir fragen uns ja, wieso hat das den Paulus überhaupt gestört? Wieso hat er dagegen etwas unternommen? Er hätte ja sagen können, ja komm, schrei noch lauter, wir haben eine Gratis-Werbung, hört alle zu und so weiter. Das ist so ein erster Gedanke, der kommt. Aber es wird schnell klar, dass das, was im ersten Moment vielleicht wie ein Werbeeffekt wirkt, in Wirklichkeit völlig verdreht war. Wenn wir das hören, denken wir, ja, Gott und Errettung, dann denken wir in unserem Schema, oder? Aber die Leute damals hatten ein anderes Schema. Wenn die gehört haben vom höchsten Gott, dann haben sie wahrscheinlich an den Zeus gedacht, da im griechischen Götterpantheon. Und wenn es da von Errettung geschrien hat, haben die wahrscheinlich gedacht, Rettung dafür zu Wohlstand und irgendwelchen guten irdischen Dingen und so weiter. Oder haben irgendwie an ein spezielles Totenreich gedacht oder so. Also eigentlich die Wahrheit ist aber völlig verdreht bei den Menschen angekommen. Könnte ein Grund sein, dass Paulus gesagt hat, nein, das geht nicht, das ist verdreht. Ein anderer Grund könnte sein, es heißt da, die hat das geschrien. Das ist so ein Wort im Griechischen, kratzo, das tönt so kratzig. Ich stelle mir, also es ist so, man könnte auch übersetzen, Zetergeschrei, wirklich ein lautes Schreien. Auf der einen Seite, ich weiß nicht, wie werbewirksam das ist, wenn jemand so richtig laut schreiend, das ist fast beängstigend eher, oder? Und auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass dieser Paulus die Not von dieser Frau gesehen hat. Das ist ja nicht etwas Schönes, das einem passiert. Ich denke, das ist nicht etwas Freude verbreitet. Vielleicht ist es auch so ein Schreien wie ein Hilferuf, der da gehört worden ist. Auf jeden Fall, für Paulus war klar, nach einigen Tagen, er wollte dem ein Ende bereiten. Und das ist so ein erster Punkt, ein Widerstand, den es gibt, wenn diese Good News, diese himmlische, göttliche Botschaft in diese finstere Welt hineinkommt, dann gibt es einen Widerstand auch in der unsichtbaren Welt. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde einfach auch bereit sind, dass wir als Christen bereit sind und damit rechnen, dass etwas in Bewegung kommt in der unsichtbaren Welt, wenn diese Good News weitergehen. In der Bibel, in den Evangelien, in der Apostelgeschichte gibt es so viele Beispiele, wo diese unsichtbare Welt so richtig sichtbar wurde und dieser Widerstand, dass man den gesehen hat. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir erstens damit rechnen oder davon ausgehen, wenn diese Good News, wenn wir diese weitergeben, kann das Auswirkungen haben, auch in der unsichtbaren Welt. Da kommt etwas in Gang. Es geht um mehr als nur so oberflächliche Dinge. Und gleichzeitig, dass wir es nicht nur erwarten, sondern dass wir selber uns auch davor schützen,
Die Bibel zum Beispiel warnt uns immer wieder vor Wahrsagerei. Sie warnt uns davor vor Totenbefragungen, was heute auch sehr in ist, irgendwelche Medien zu befragen. Sie warnt uns davor, so quasi, wenn man eine Tür diesen Mächten öffnet, dann ist es schwierig, sie wieder loszuwerden. Also erstens, rechnen wir damit. Zweitens, Paulus war sehr besonnen. Es heißt, er ist mehrere Tage, sind sie zur Gebetsstätte gegangen und das ist immer wieder passiert, dass diese Frau gekommen ist und geschrien hat und so weiter. Ich weiß nicht, wieso mehrere Tage. Vielleicht hat Paulus sich gefragt, was ist hier überhaupt los? Vielleicht hat er im Gebet geprüft, was ist dran? Vielleicht musste er sich zuerst Zeit nehmen, um überhaupt zu merken, was los war, ob es ein böser Geist war oder sonst irgendetwas, ein schlechter Charakter von der Frau oder keine Ahnung was. Also auf jeden Fall hat er sich Zeit genommen. Ich glaube, manchmal ist die Gefahr bei uns, dass wir fast zu besonnen sind und dass wir alles einfach irgendwie dann anders erklären und gar nicht mehr damit rechnen, dass etwas Übernatürliches auch im Gang sein könnte. Aber es gibt auch das Gegenteil, dass man einfach reinfährt und nicht besonnen ist. Also es braucht diese Besonnenheit zum Prüfen und zu sehen. Ich weiß nicht, ob du manchmal auch mit Menschen in Kontakt kommst, wo du dich fragst, was da für Mächte am Wirken sind. Das ist gut, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, bei ihnen nachzufragen, sie zu fragen, wie es ihnen selber geht, für die Menschen zu beten, zu beobachten, vielleicht auch im Hinterkopf zu haben. Es gibt ja ganz verschiedene Formen von Dingen, die sich dann wie negativ äußern. Also es gibt zum Beispiel auch einfach Krankheiten oder schlechter Charakter oder auch psychische Krankheiten. Das hat Jesus selber schon alles unterschieden. Also man soll zuerst hinschauen, was da los ist, besonnen sein, mit den Menschen reden, ins Gebet kommen, vielleicht in der Seelsorge ins Gespräch kommen und einfach das vor Gott bewegen, was hier los ist. Aber dann auch der Paulus, der ist hingegangen und wo er gemerkt hat, das ist nicht gut, hat er diesem Geist befohlen, auszufahren, heißt es da wirklich. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges. Wir dürfen wissen, Jesus, er ist der Stärkere. Jesus Christus, er ist der Stärkere gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also wir brauchen wirklich, wirklich keine Furcht zu haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Hauptargument für Paulus war, die Not dieser Frau und Jesus, der frei machen kann. Jesus, der Licht in diese Finsternis bringen kann. Ich möchte einen Vers lesen aus 2. Kolosser 2, dort heißt es, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir dürfen uns an Jesus ranhängen. Jesus hat gesagt, im Namen von Jesus, geh raus. Wir haben den Namen von Jesus und er ist die stärkste Macht, die es gibt. Es gibt keine andere. Und ich stelle mir so vor, das kommt im Text nicht vor, aber ich stelle mir vor, wie diese Frau so richtig erleichtert war, wie sie durchatmen konnte, wie sie wieder gelacht hat. Vielleicht spürst du jetzt auch selber, manchmal gibt es das, dass man selber mit auch Mächten in Kontakt kommt, mit negativen, dämonischen vielleicht sogar Mächten, okkulten, mit Wahrsagerei oder anderen Dingen, wo du merkst, das ist nicht gut und ich will hier auch Befreiung von Jesus erfahren. Vielleicht ist das dein Punkt heute Morgen, dass du sagst, ich will mit jemandem darüber reden, ich will dafür beten, ich will den Namen, die Kraft von Jesus in Anspruch nehmen, ich will in die Seelsorge gehen und dort zusammen um Freiheit beten. Ich will dich ermutigen, diesen Mächten keinen Raum zu geben, keinen Raum zu lassen, weil Jesus, er ist der Stärkere und er macht frei. So, der ein Widerstand, dem wir hier begegnen, wir lesen weiter in der Geschichte. Es kommt noch ein zweiter Widerstand jetzt auf diesen Paulus zu. Ab Vers 19. Als aber ihre Herren, also von dieser Frau, die Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt, eben auf dieses Forum, auf diesem Platz, zu den Vorstehern, zu den Stadtvorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt.
Ein interessanter Vorwurf. Eigentlich geht es ja um den Gewinn bei dieser irgendwie. Und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Also in einem Holzblock sind die Füße eingeschlossen worden, mit Ketten in einem Keller, in einem Verlies, mit Ruten geschlagen, verurteilt aufgrund von keinen wirklich guten Argumenten, von einer aufgehetzten Volksmenge, ein Widerstand, ein äußerlicher Widerstand, sagen wir mal von der Gesellschaft, ein äußerer Druck. Ich finde es noch interessant, diese Herren von dieser Hellseherin, die hatten ein Problem. Ein Problem, dass sie keinen Gewinn mehr machten. Ich finde es sehr erstaunlich, dass nichts über das Schicksal von dieser jungen Frau drin steht. Also denen war egal, wie es dieser geht. Das ist noch interessant. Aber das Geld, das war ihnen extrem wichtig. Was auch spannend ist, die haben die Volksmenge aufgehetzt. So ein Schema, das wir sehen, auch bei Jesus war ja die Volksmenge aufgehetzt, worauf er verurteilt wurde. Oder auch bei Stephanus. So die Volksmenge aufhetzen gegen jemanden. Und der Grund, das war Macht und Geld und Gier. Aber begründet haben sie das anders vor der Öffentlichkeit. Sie haben gesagt, ja, die erzählen so Sitten, das ist bei uns nicht gebräuchlich, das macht man bei uns nicht. Das gehört sich doch nicht. Wir sind ja Römer und die waren ja stolz, Römer zu sein, eine römische Kolonie da. Und die erzählen Dinge, die gehen gar nicht. Und das hat gereicht, um diese ganze Stadtgesellschaft aufzuwiegeln. Ich finde das noch interessant, so diese Begründung. Das machen wir bei uns nicht, deshalb ist es auch nicht für uns. So, eine Ausrede, die wir heute auch ganz oft hören, wenn Menschen diese Good News hören, dann sagen sie, ja, das ist etwas Uraltes, das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß mit diesem Jesus und so, das macht man bei uns gar nicht. Das ist eine spannende Ausrede und dann denke ich manchmal, ja, die Good News von Jesus sind nicht zeitgemäß, das ist das Zeitgemäßeste, was es gibt, das ist ja sogar in die Zukunft gerichtet, da geht es ja sogar um Dinge von morgen und übermorgen und sogar von der Ewigkeit, also es ist ja moderner als alles, was es heute gibt eigentlich und gleichzeitig super bewährt aus der Vergangenheit, also wirklich etwas Göttliches, Überzeitliches eigentlich, aber das war das Argument, das ist nicht zeitgemäß. Und dann kommt dieses Gerichtsurteil, ohne Debatte, man hat nicht wirklich gehört, was ist die Anklage, was ist die Verteidigung, sondern wird einfach sofort geurteilt, die wurden mit den Stöcken geschlagen und abgeliefert ins Gefängnis. Ich weiß nicht, ob du auch solchen äußeren Widerstand kennst. Ich denke nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal mit Stöcken geschlagen und in den tiefsten Gefängnis geworfen wurde und die Füße in den Block. Also ich nicht. Sonst? Auch nicht. Ja, kennen wir bei uns nicht so. Das sind die äußeren Widerstände, die wir bei uns kennen. Das ist vielleicht ein bisschen Ablehnung oder jemand, der etwas nicht so toll findet. Oder manchmal könnten Leute, die einen belächeln, du brauchst diesen Jesus, ja, das ist für die schwachen Menschen. Und ich denke manchmal, das ist für die Stärksten das beste Abenteuer. Also das ist der Widerstand, den wir bei uns hier spüren, gleichzeitig auf der Welt. Wenn wir schauen, was gibt es für Widerstand für Christen in anderen Ländern, dann könnten wir uns Geschichten erzählen, die sind noch schlimmer als das, was Paulus hier erlebt hat. Da denke ich manchmal, wir könnten doch ein bisschen mutiger sein. Und diese Widerstände als nicht so elementar betrachten. Das ist so eine Kleinigkeit. Wir können doch noch viel mehr riskieren und mutiger sein, weil diese äußeren Widerstände bei uns, die sind schon sehr bescheiden, sehr bescheiden. Und einen Widerstand, einen dritten Widerstand, den ich hier in der Geschichte entdecke, das ist so das, was bei mir aufkommt, wenn ich das lese. Das ist jetzt im Text nicht explizit ausgeführt, aber wir fragen uns doch, wieso ist Paulus dieses Risiko eingegangen? Jetzt haben die eine schöne Gemeinde gegründet in Philippi, eine kleine, zerbrechliche noch Gemeinde. Wieso riskiert er das? Er hat ja damit rechnen müssen, dass das öffentliches Ärgernis erregt. Und
hat das selber auch schon in anderen Städten erlebt. Wieso geht er dieses Risiko ein? Hat er nicht irgendwie Angst, ja, da könnte die Gemeinde wieder zerschlagen werden oder was auch immer? Wieso ist er nicht einfach ein bisschen vorsichtiger oder nimmt sich zurück oder geht anders vor? Ist vielleicht nicht so eine gute Strategie und das könnte auch dem Ruf der Gemeinde schaden und so weiter. Das sind so Gedanken, die bei mir kommen. Und ich merke, wie das oft Gedanken sind aus meinem alltäglichen Leben. Wie ich vorsichtig bin, wie ich denke, oh, das könnte dem Ruf schaden oder oh, das ist vielleicht nicht so weise, man muss das strategisch besser überdenken oder irgend solche Ausreden. Und ich merke schnell, wie das mit meinem persönlichen inneren Schweinehund zu tun hat. So ein Schweinehund, den ich manchmal kaum überwinden kann. Und ja, wenn ich den so anschaue, der sieht süß aus, oder? Diese lieblichen Augen, das ist genau der Blick, der dieser Schweinehund bei mir hat. Bitte lass mich noch ein wenig da, darf ich noch bleiben? Jage mich nicht fort, ich bin doch so lieb und es ist doch so gut und bequem. Aber ich denke mir, es ist einfach immer wieder dran, diesen Schweinehund zu verjagen. Es passt jetzt zum Herbst, die Jagdsaison geht los und ich wünsche mir, dass wir zusammen unsere Schweinehunde verjagen können. Das sind so Ausreden bei mir, die kommen. Ja, jetzt hätte ich diese Good News, jetzt hätte ich etwas von Jesus sagen können, aber jetzt hat es sich halt nicht ergeben, schon Pech gehabt. Oder dann bin ich in einer Situation und die andere Person spricht mich an und dann geht das Gespräch weiter und denke ich, ja, jetzt ist halt zu spät, jetzt ist halt schon vorbei, jetzt ist es gelaufen, Pech gehabt. Oder wenn ich denke, ja, jetzt ich bin nicht so der konfrontative Typ, ich kann nicht so direkt auf Menschen zugehen, sollen das die anderen machen, die mehr geeignet sind dazu. All diese Ausreden im Alltag, vielleicht kennst du eigene so Ausreden oder vielleicht ist der Schweinehund bei dir ein anderer Typ, aber bei mir ist es das, wenn ich denke, so viele Möglichkeiten gibt es, die Good News weiterzugehen und dann einfach diese meine innere Überwindung, die im Weg steht. Und ich denke mir, wenn ich diese Geschichte lese von Paulus, wenn Gott all diese äußeren Widerstände nicht so groß sind, wenn Gott damit umgehen kann, wenn Gott gesiegt hat gegen all die finsteren Mächte, wenn Gott auch diese irdischen Mächte, wenn er stärker ist, dann sind auch meine inneren Widerstände, dann ist auch mein Schweinehund für Gott nicht so groß. Und ich will lernen, mit Gott unterwegs zu sein und ihn immer wieder zu bitten, Gott, du bist stärker als mein Schweinehund und du kannst mich stark machen in meiner Schwachheit. Und mach das bitte. Ich will nicht, dass meine Widerstände im Weg stehen, dass deine Good News weitergehen können. Ich will nicht zu gemütlich sein. Ich will nicht zu bequem sein. Ich will dort, wo ich Möglichkeiten habe, manchmal die meinen Charakter übersteigen, manchmal die perfekt passen. Ich weiß nicht, was deine Möglichkeiten sind, die Good News weiterzugeben. Vielleicht wirklich im Gespräch mit Menschen, sie anzusprechen. Vielleicht einfach andere einzuladen an Orte. Vielleicht Briefe zu schreiben, vielleicht super gut zu kochen und Menschen einzuladen. Jesus hat so viel mit den Menschen gegessen und Gemeinschaft genossen. Und das war ein Zeichen auf das Reich Gottes. Vielleicht hast du ganz andere Möglichkeiten, aber wir spüren so oft unseren inneren Schweinehund. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Schweinehund heute miteinander vertreiben können. Dass wir uns nicht einlullen lassen, dass wir nicht müde werden, diese Good News zu verbreiten. Dass wir nicht kalt werden oder lauwarm, sondern dass wir begeistert sind dafür, dass wir heiß sind und dass wir nicht aufgeben, dass die schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben oder die Enttäuschungen, die wir gemacht haben, dass das keine Argumente sind, um zurückzustehen und diesem Schweinehund Platz zu geben. Ich wünsche mir, dass wir zusammen aufstehen können und sagen können, Embrach braucht diese Good News. Die Menschen brauchen diese Botschaft von Jesus Christus. Er ist der Einzige, der Freiheit geben kann. Er ist der Einzige, der Perspektive bis in alle Ewigkeit geben kann. Diese Menschen im ganzen Tal, die noch nie von Jesus gehört haben, wo sollen sie denn sonst davon hören? Stehen wir zusammen auf und lass uns beten dafür. Danke vielmal, Jesus Christus, bist du in diese Welt gekommen. Danke dürfen wir dich kennen. Du bist das Beste, was es gibt. Du machst uns frei von unserer Sünde. Du schenkst uns Frieden mit Gott. Du schenkst uns eine Perspektive bis in alle Ewigkeit, die größer und besser ist als alles, was wir auf der Welt haben. Und Jesus, diese
diese beste Botschaft von der ganzen Welt, wir wünschen uns, dass sich die noch viel mehr verbreitet hier am Ort, wo wir sind. In unserer Umgebung, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen. Dort, wo wir Menschen begegnen im Alltag, in der Nachbarschaft. Und ich will dir Danke sagen, Jesus, dass du der Sieger bist. Dass dir keine Mächte zu groß sind. Du hast die finsteren Mächte besiegt. Dir sind die irdischen Mächte nicht zu groß. Und Jesus, dir sind auch unsere inneren Widerstände nicht zu groß. Und wir kommen zu dir in all unserer Schwachheit und bitten dich, gib du uns dort Kraft, wo wir selber schwach sind. Ich will dich bitten, Jesus, auch um Vergebung dort, wo ich Ausreden gesucht habe. Dort, wo ich zu bequem war. Dort, wo du mir Möglichkeiten geschenkt hast und ich bin ihnen ausgewichen, weil ich zu feige war. Ich will dich um Vergebung bitten, Jesus. Und wir wollen dich zusammen bitten, mach du uns stark. Dort, wo du uns hinführst, deine Good News zu verbreiten. Mit den Möglichkeiten, die du uns gegeben hast. Mit deinem Heiligen Geist, der uns Kraft gibt, das zu tun, was du für uns vorgesehen hast. Und dein Geist ist ein Geist der Freiheit. Und du schenkst uns Frieden, darin zu gehen. Wir bitten dich, führe uns in dieser Zeit, in den nächsten Tagen, in neue Möglichkeiten, dass deine Good News sich auch hier in dieser Stadt, an diesem Ort verbreiten. Amen. Weil Jesus, er ist Licht. Und er will in unsere Finsternis, in die Finsternis dieser Welt hineinkommen. Lasst uns das zusammen singen, dass sein Licht in unsere Finsternis hineinkommt.